Gesund bleiben ass alles. Guck, Papagei Oskar, wat du mir viel Pflanzen hei. Oh, ein Pissblum. Guck mal, wat ich lo machen. Ups. Elo kann so sich gut vermehren. Aber bedenkt, dass du besten all Pflanzen für all Krankheit gibt einen Pflanz und das Leute dann am Fungal abspritzen, Futti machen, mit den Traktor und Auto drüber führen und dann nicht mehr Chemie ranpumpen. Und wenn sie feisten, dass sie dann einfach, sogar in ihrem Garten als Pflanze immer dran, die weiß, was für eine Krankheit zu und soll mal aufhängen zu beobachten. Aber wenn ihr an Pflanzen angeht, weil das ja alle Krankheiten Pflanzen, dann brauchen all die ganze Chemie direkt brauchen nicht. Und das heißt, mit Chemie geht dann immer mehr krank, weil der Körper mehr vergift, weil er mehr krank geht. Das heißt so, muss er dauernd beim Doktor laufen und geht er niemals gesund. Ja. Dann weiß noch nicht, was Gesundheit ist. Ja. Verschiedene Pflanzen an der Natur sind ganz wichtig für uns Gesundheit. Es kann ein Tee, ein Creme, eine Tinktur oder ein Drip daraus herstellen. Es kann ihn auch damit kochen. Ein heutiges Rezept vom kleinen Schwedenbitter. An der Apotheke kann ihn eine Fertigmischung kaufen. 50 Gramm davon gehen an ein Schraubglas gemacht und mit einem Liter Frucht, Drip, Grain abgefüllt. 2 bis 4 Wochen stehen lassen, alltag wird Glas gerüsselt, dann noch alles durch den Kaffeefilter schütten und an eine Flasche umfüllen. Es sind rund 400 Sorten Tee an den Küsten. Und hier wird den Tee gemischt. Pfefferminztee ob frisch oder gedroschen schmeckt extra gut. Pfefferminz urlech, Huile essentielle, äußerlich benutzt wirkt gegen Kopfweh. Gringen als schwarzen Tee sind bekannt für ihre guten Eigenschaften. Wir zerkleineren den Ingwer und da schütten wir warm Wasser drauf und dann haben wir einen guten Ingwer-Tee. Ich kann ihn auch noch ein Vanillees Cup dabei machen. Für quasi all Bobo gibt es eine Pflanze. Hüllen von kleinen Weidenröschen und das ist effikaz für die Entzündung und auch für wassertreibend. Hier haben wir eine Brennnesselstinktur, gut für die Prostat. Es kann ihn auch Cremen herstellen mit verschiedenen Kräutern. Und hier ist Bärlauch. Du kannst ihn auch ein Pesto machen. Und aus den Sonnenblumen kann ihn einen wertvollen Urlech herstellen. Mandeln sind ganz gesund, es gibt auch Cremen und Urlecher hergestellt. An den Nüssen findet ihr viel Vitamin E. Ganz gesund sind gedrückende Früchte wie Datteln und Figen und zum Mols die Rot wie Hambier, Maulbeer und so weiter. All das kann ihn an eine gute Müsli mit Haferflocken machen. Viele Pflanzen an der Natur sind wertvoll für unsere Gesundheit. Ein Beispiel Kapuzinerkresse, die kann ihn sogar
als Deko an enger Salat mat Essen, an de Senf urlechte wirkt antibiotisch. Bei enger Bronchit oder Blosenentzündung. Salbeitee ist auch effikaz, wenn den Host kriegt und auch wenn zu viel schwest. Auch die Schuhe sind zum Beispiel gut für die Leber. Auch Mariendistel. Aufgepasst, hier ist Fangerhut, an den ist giftig. Aloe Vera wird viel an der Kosmetik benutzt, aber nicht nimmen. Eng Wund kann ihn zum Beispiel dummer betupfen. Grapefruit kehren urlech, wirkt antibiotisch und ist auch ganz gesund. Der Schwarzkümmel urlech, den hat auch ganz gut Eigenschaften. Draußen tanke mir gute Sauerstoff. Oh ja, das stimmt! Etliche Gewürze sind auch gut für unsere Gesundheit. Just als Beispiel Kurkuma, Rosmarin, Basilikum, Kreuzkümmel, Muskatnuss, Safran, Ginseng, Kardamom, Curry, Thymian und noch viel andere. Aus der Blähe vom Mofe Krokus wird Safran hergestellt. 1 Kilo sind rund 200.000 Blähen oder Viertel. Just als kleines Beispiel, Thymian ist gut für festsetzende Schleim zu lesen, Safran beruhigt. An den Nelcheskap auch Clou Girofle genannt, du hast Eugenol dran. Und der wirkt antibakteriell, antiviral und antimikotisch. Und das gibt Entzündungen und kann auch die Rheuma lindern. Wichtig ist auch, den Körper ein paar Mal am Jahr zu entschlacken. Man kann einen Detox machen mit Ampullen, die ihn an der Apotheke zu kaufen kriegt. Das sind 3x10 Ampullen, wo verschiedene Wirkstoffe dran sind, wie zum Beispiel Holunder, Löwenzahn, schwarzer Rettich, Zitronen, Mate, Fenchel, Trauben, Ananas, Grengentee, Guarana, Rendepré. Oh, was ist da denn dann? Hier stehen etliche Speiesteck an Bayern, die liefern als no wertvollen Honig, Propolis, Blütenpollen, Gelee Royal. Alles, was gesund ist. Oh, das ist gut, dann erst nicht ein gut Honigschmier und da ging ich ganz stark. Honig, flüssig Gold, ist ein Superfood. Früher wurde doch genannt die Speise der Götter. Es sind Enzymen, Mineralien, Spurenelemente, Vitaminen, Proteinen und Antioxidantien dran. Alles wirkt entzündungshemmend. Also ich schon hören, dass Schokolade auch dermaßen gesund ist. Und zumal ein gut Schokolade muss. Schwarze Schokolade mit hohem Kakaogehalt ist immens gesund. Da sind Flavonoide dran und die stimulieren Gedächtnis. Kaffee ist gesund und man lebt serviert nach mehr. Weltweit ist auch die Homöopathie von Dr. Samuel Hahnemann bekannt. Die Phytotherapie mit Pflanzen und auch die Schulmedizin. Als Symbol für das Handeln von einem Doktor ist den Eid vom Hippokrates. Da geht nach Biochemie eine Behandlung mit Mineralsalzer vom Dr. Heinrich Wilhelm Schüssler. Da geht es Calciumfluoratum, Calciumphosphoricum, Ferrumphosphoricum, Kaliumchloratum, Kaliumphosphoricum, Kaliumsulfuricum, Magnesiumphosphoricum, Natriumchloratum, Natriumphosphoricum, Natriumsulfuricum, Silicea und Calciumsulfuricum. Am besten kompetent Telefroen. An der Alternativmedizin finden wir die Aromatherapie, Spagyrik, Bachblütentherapie, traditionell chinesische Medizin und die thailändisch, Ayurveda, anthroposophisch und Chiropraktik. Es gibt auch eine Edelsteintherapie,
no der Hildegard von Bingen. De Paracelsus, e Schweizer Doktor an Naturphilosoph aus dem 16. Jahrhundert, ass bekannt fir die heutig Heilpraktiker-Schulen. Den Dr. Sebastian Kneipp von 1821 bis 1897 war ein römisch-katholische Pastor und ist bekannt durch seine Kaltwassertherapie, daher auch den Namen Kneipp-Kur. Es gibt 3 Prinzipien, das ist der Körper, der Geist und die Seele. Und die 3 sollen immer im Equiliber halten. Sich viel bewegen, am Meer oder am Busch, sich gesund ernähren, wenig Fleisch, und viel fettige Fisch, aber kein Frittiertes. Natürlich Licht ist wichtig. Für am Winter eine Depression vorzubeugen, kriegt ihr speziell dares Lichtluten zu kaufen. Fummen ist ungesund und zu viel Alkohol trinken auch. Heute habe ich mal Pizza gemacht. Obst und frisches Gemüse ist immens gesund. Am besten aus ökologischem und regionalem Anbau ohne Pestizidien. Beispiel Murten, gut für die Darm, oder hast du schon den Hus mit deinem Brill gesehen? Habe mal Kürbis, den ist auch immens gesund. Wenn es seinem Eisengehalt und noch wenn es im Kalium, die schwemmt Wasserallergung aus dem Körper heraus. Dann haben wir noch Kürbiskern und noch den Ohrlich ist gesund. Tomaten mit dem Farbstoff Lycopin liefern Energie und schützen vor Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Arterienverkalkung. Brokkoli ist auch ganz gesund. Am besten ist halt in eine Balance zwischen 80% basisch und 20% Soja essen. Ein gut Innenzopf ist effektiv am Anfang von einer Erkältung. Das lässt den Schleim. Ganz gut ist es, für Knödel an Essen anzubauen. An heineren Dip zu gleichen Deler weiße Käse, weiße Joghurt und sauer Rahm, eng zeif gepressten Knödel, Kräuter, Petersilie, Basilikum und dann Würze mit Pfeffer, Salz und Aroma. Knödel ist ein natürliches Antibiotik gegen Viren, Bakterien und Pilze. Den Allicin und Ajoen wirken leicht blutverdünnend und schützen gegen Thrombosen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall. Der Saponingehalt hilft Cholesterin zu senken, besser einfach mit dem Doktor aufschwätzen. Hülsenfrüchte, Kichererbsen, Pois chiches, Bohnen, Linsen, Erbsen und Sprossen sind auch gut für den Organismus. Brot ist gut und gesund. Bei Gelenkproblemen ist Hochbergophytum, Teufelskralle und Cassis ganz gut. Für zu beruhigen, Lavendel, Seesholzwurzel, Rhodiola, Rosea, Rosenwurz, Echt Johanniskraut, Baldrian, Passiflor, Passionsblum, Zitronenmeliss. Zu Form von Tee oder Huile essentielle. Schüsse so nebenbei, Farben haben einen großen Einfluss auf unsere Psyche. Auch eine Flutdekoration tut der Seele gut. Und denkt dran, all Tag viel zu trinken. Zum Beispiel morgens ganz frei warmen Zitronenjus für den Körper zu entgiften. Willst du gesund bleiben, dann pflegt dein Darm. Gib ihm Probiotisches, das sind gut Bakterien wie Buttermilch, weiße Joghurt oder Sauerkraut. Sport, Yoga, Spazierengehen, Meditationen, Sauna, Massagen, alles das ist gut. Und heiner 2 Sprachwörter,
An apple a day keeps the doctor away. Kopf kalt und Füße warm macht den besten Doktor arm. A viel lachen, a genug schlafen. Zu viel Zucker erweist Mehl vermeiden, aber ab und zu einen guten Dessert, zwar nicht grad alldach. Oder vielleicht doch? Ei, den Dote lassen mir nur gut schmachen. Bleibt all gesund.